Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 31. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Bayer Leverkusen. Und wir sind weiterhin mittendrin in der Crunch-Time und bleiben unserem Motto dann auch treu, dass wir eine Umgebung brauchen, in der wir uns richtig wohlfühlen, in der wir nicht abgelenkt werden bei unseren PKs. Und das hat jeder natürlich sofort erkannt. Wir stehen vor unserem wunderschönen Müngersdorfer Stadion mitten auf der Jahnwiese. Genau, und hier wird es am Samstag passieren. Was passiert da? Wie immer steht es bei uns auf dem Shirt. Da werden wir nämlich die Pillen spalten. Liga halten! 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen die Pillen. Prösterchen, Leute. Leckerchen, ne? Pillen spalten. Ja, das wird Zeit, ne? Ich meine, ehrlicherweise spalten die sich sowieso gerade selber, oder? Ja, sagen wir mal, es hängt ein bisschen davon ab, wie die heute Abend spielen. Ne? Also klar, da herrscht richtig Unruhe im Pillenland. Die kratzen sich so ein bisschen gegenseitig die Augen aus. Ich glaube, der Trainer steht auch wahnsinnig in der Kritik. Vor der Abspaltung. Ja, der steht vor der Abspaltung, genau. Man ist also sehr unzufrieden in Leverkusen mit der ganzen Saison. Aber heute hat man die Chance gegen Bayern München im DFB-Pokal so ein bisschen was wieder gut zu machen. Aber ganz ehrlich, wer glaubt denn daran? Also mein Tipp ist, dass sie hochkant rausfliegen werden gegen die Bayern. Und ja, schauen wir doch einfach mal. Auf jeden Fall werden sie sich aufreiben in dem Spiel und das ist gut für uns. Ja, das würde ich mir fast wünschen. Ne? So mit Verlängerung und so. Und dann in der zweiten Hälfte der Verlängerung 3 Buden kriegen. Also was ganz Frustrierendes und so. Das wünscht sich natürlich jeder Kölsch in Wahrheit. Ne? Also wir wollen jedenfalls, dass da frustrierte und leicht demotivierte und angeschlagene Pillen hier hinkommen. Ne? Und im Grunde auch ohne große Hoffnung, dass sie noch irgendwas retten in ihrer nicht so gelungenen Saison aus deren Sicht. Ne? Ja, und Liga halten, denke ich mal, sieht mittlerweile ja ganz gut aus. Wir haben 5 Punkte weiterhin Abstand auf den Relegationsplatz plus Torverhältnis auf St. Pauli. Ja. Ist sehr glücklich zustande gekommen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und der Ausflug nach St. Pauli war 89 Minuten lang, also was das Spiel anbelangte, wirklich ein ziemliches Desaster. Ansonsten der Trip, Weltklasse, kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber wer gelesen hat in unserem Post auch, was wir nach dem Spiel geschrieben haben, der wird schnell gemerkt haben, dass also mein Puls im Stadion auch wirklich auf 180 war. Wie ging es dir? Ja, in der Kneipe war das ganz genauso. Es war ein unansehnliches Spiel und man fragte sich die ganze Zeit, was soll das, warum seid ihr so wenig griffig, was ist das für eine Vorstellung? Verstehe auch die ganze Idee nicht, immer nur langer Ball nach vorne, also die Spielidee fehlte. Wenn ich es etwas nüchterner betrachte, muss ich sagen, dass im Hinspiel die Paulianer ja nun wirklich den Ball gar nicht haben wollten und dass man sich durchaus als Trainer überlegen kann, wie gehe ich jetzt damit um. Und wenn du eine etwas defensivere Grundausrichtung vorgibst, nehmen wir mal an, das sei so gewesen, ja, dann kann es auch sein, dass eine Mannschaft, die immer nur draufgegangen ist die ganze Saison, das dann vielleicht als Passivität missdeutet. Also das wäre jetzt ein Rettungsversuch meinerseits, um das Ganze zu erklären. Ich hatte ein bisschen Déjà-vu, als hätten wir Funkel verpflichtet. Das war ja auch immer so. Große Hoffnung und dann spielt er so einen hässlichen Fußball, aber ein Punkt. Ja, der Funkel kommt hier übrigens gleich auf dem Mähtrecker vorbeigefahren. Störgeräusch habt, nicht, dass ihr euch wundert, dass es jetzt gleich ein bisschen laut wird. Also ich habe es ein bisschen anders interpretiert. Oder der Grund, warum ich so stocksauer war nach dem Abpfiff, der war der, dass mir dieses Theater, was im Vorfeld des Spiels und nach dem Sieg gegen Werder Bremen, wir hatten ja endlich mal wieder gewonnen. Und es war wirklich richtig gute Stimmung und es war ein Riesenschritt in Richtung Nichtabstieg. Und was dann hier in Köln passiert ist, also nicht nur in diversen WhatsApp-Gruppen, in Foren, sondern auch in der Presselandschaft auch in Anführungszeichen immer mal genannt. Denn wer sich da mittlerweile bemüßigt fühlt, seinen Senf dazuzugeben und mit immer neuen Störfeuern wirklich hier auch das gesamte Umfeld des 1. FC Köln zu verunsichern, das geht mir mega auf den Sack. Und das brach so richtig raus in St. Pauli.
Denn es war ja so, dass wir kurz vor Schluss drohten, das Spiel zu verlieren. Es stand 1:0 für St. Pauli und wir haben wirklich miserabel gespielt. Kein Einsatz, kein Kampf, keine gelbe Karte bis zu diesem Zeitpunkt, kaum ein Foul, definitiv zu wenig. Und kein Mensch weiß, wie es denn dann passieren konnte. Die St. Paulianer haben sich selber schwarz geärgert über das Zustandekommen dieses Elfmeters. Ich meine, er läuft aus dem Strafraum raus, unnötig wie ein Kopf aus St. Pauli-Sicht. Für uns zum Glück findet... Ich darf mal daran erinnern, dass Schwäbe im Hinspiel ausrutscht. Ja, nee, und das die ohne Torschuss. Ja, aber hat ja damit unentschieden. jetzt nichts zu tun. Schon, ne? aber wir haben uns genauso geärgert, wenn nicht noch viel mehr. Naja, das okay. Ist also das ist fast ausgleichende Gerechtigkeit, Na gut, aber wenn es halt sowas gibt. ich will ja gerade beschreiben, Entschuldigung, beschreiben, warum ich so sauer war. Ja. So, und also dieses ganze Zustandekommen des Spiels, das habe ich zurückgeführt nicht auf eine taktische Fehlleistung, sondern auch auf das, was im Vorfeld sich hier abgespielt hat. Von wegen Europa, Platz 10 reicht, um noch Europa zu erreichen. Und es ist wirklich ein ganz, ganz schmaler Grat, auf dem wir hier wandeln. Und das aufs Spiel zu setzen und wirklich zu riskieren, dass wir doch da noch abstürzen und vielleicht am Ende kein Spiel mehr gewinnen, das hat mich wirklich zur Weißglut gebracht und das musste zum Ausdruck gebracht werden. Und Gott sei Dank haben wir aber noch so gerade die Kurve gekriegt durch diesen Elfmeter, der ja wie auch immer zustande kam. Also es ist nicht alles schwarz und weiß. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich habe mich auch geärgert im Vorfeld über dieses plötzliche Gerede über Europa und was weiß ich was alles. Überhaupt ist jetzt nicht die Zeit, über Verträge zu reden und über das muss der Kessler alles auf dem Schirm haben, aber als Fans ist das nicht unsere Aufgabe. Nein. Ich habe jetzt auch nicht von einer taktischen Fehlleistung geredet, sondern ich habe von einer für mich geänderten Taktik geredet, die vielleicht von der Mannschaft dann nicht so war auch nicht in umgesetzt Bezug auf wurde. das, was du gesagt Also hast. ich will, also ich fühle mich auch nicht angegriffen. Der Witz, Ja, ja. Ich glaube, dass die Wahrheit oft in der Mitte liegt. Und es ist eben doch komplex. Es spielen viele Dinge mit rein. Ne? Und die Störfeuer, ja, warum... Jetzt blöd, wenn ich aushole, ja, warum hat man denn gesagt, mit dem Kwasniok ist das schwierig? Weil da so viele Themen dranhängen, weil da so viel Störfeuer kam. Ja? Jetzt machen wir so uns selber. Wenn Ja, wir sagen als Fans, wir haben eine Riesenmacht, ja, wir sind die Stärke des Vereins, dann ist mit dieser Macht ein bisschen Verantwortung auch verbunden. Und das bedeutet, dass wir uns auch zusammenreißen müssen und dass wir auch sagen müssen, Leute, es gibt jetzt eine Sache, auf die wir uns konzentrieren, das ist der Klassenerhalt. Ja. Und wenn uns mal was nicht gefällt, dann können wir das durchaus sagen, aber immer bitte respektvoll und unterstützend. Denn unsere Kindchen da, unsere Söhne, Männer auf dem Platz, ja, die brauchen Unterstützung und von uns kriegen sie die auch. Ja. Und es ist ja auch, es ist doch ein überschaubarer Zeitraum. Also alle, die mit den Hufen scharren und versuchen, Klicks zu generieren, Clickbaiting, wie man das heutzutage nennt, zu schaffen, reißt euch doch noch ein paar Wochen zusammen. Lasst uns alle zusammen die zweite Liga vermeiden und den Klassenerhalt schaffen. Und dann habt ihr eine komplette Sommerpause Zeit, um euch über einen Trainer Christian Eichner, um euch über Neuzugänge, um euch über den bestehenden Trainer, über mögliche Europapokalziele für die neue Saison auszulassen bis zum geht nicht mehr. Aber hört doch bitte auf mit den Störfeuern jetzt in dieser entscheidenden Phase, denn wir haben doch alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen doch in der Liga bleiben. Wir wollen in der Liga bleiben. Und wir haben gesagt, wir reden jetzt nicht groß über den Trainer. Eine Sache würde ich trotzdem gerne sagen. Es ist natürlich albern zu glauben, man kann irgendetwas beurteilen nach so kurzer Zeit. Ne? Denn der kommt ja jetzt nicht beziehungsweise übernimmt nicht, um sein Spielsystem durchzusetzen. Dann wäre der ja wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert. Ja, völlig. Sondern der guckt, dass er ein paar Stellschrauben findet, um Dinge noch mal ein bisschen besser oder anders zu machen. Und was er sich für einen Fußball vorstellt, das werden wir nicht erfahren in dieser Restsaison. Ja? Das würde man dann erfahren, wenn er bliebe und eine ganze Saisonvorbereitung hat. Dann weiß er, was er sich für einen Fußball vorstellt. Insofern ist das sowieso Blödsinn, sich darüber zu unterhalten. Ja. Wir müssen nach vorne gucken. Wir müssen, und das ist eine Gigachance, ich freue mich auch drauf, ja, die Pillen spalten. Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft und der Trainer sich darauf jetzt einstellen und wie sie auftreten. Ja. Und ich wette, das wird völlig anders aussehen. Es muss auch völlig anders aussehen. Und jetzt noch mal kurz zurück zum St. Pauli-Spiel. Ich habe es eben schon gesagt. Kaum gefoult,
kaum eine gelbe Karte hat Said El-Mahler dann noch in der 89. Minute, aber wegen Meckerei, weil er sich mit dem Gegenspieler da irgendwie verbal attackiert hat. Aus dem Spiel heraus keine gelben Karten. So kannst du im Abstiegskampf, finde ich, nicht auftreten. Und damit das auch richtig verstanden wird, also ich möchte hier bloß nicht irgendeinem Umfeld oder was die Schuld in die Schuhe schieben, dass wir so aufgetreten sind, vollständig. Sondern natürlich spielt da auch die Mannschaft eine große Rolle und auch das Trainerteam, klar, keine Frage. Das stimmte für mich nicht in St. Pauli. Das war nicht, wie wir es gewohnt sind, aus dieser Saison, vielleicht das Augsburg-Spiel mal außen vor. So kennen wir die Mannschaft nicht und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir in diesem Stadion hier jetzt gegen die Pillen wieder anders auftreten und das ist genau das richtige Mittel, um sie zu spalten, denn sie liegen uneinheitlich und intern zerstritten vor uns ja. Und wir müssen ihnen jetzt wirklich nur noch den Arschtritt versetzen, um sie endgültig zu spalten und uns selber dann damit zu retten. Den Arsch retten. Ne? Was für eine Chance, Leute. Ja? Da muss es, also das ist das Positive. Wir haben die unfassbare Chance, ja, denen einen mitzugeben, der wirklich Wirkung hätte ja. Und uns selber den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und ehrlicherweise, wer dann den Siegtreffer macht, ja, der ist doch unsterblich. Ja? Okay. Also Jungs. Ich würde das wollen. Ja, wer da gut spielt, eine gute Partie macht, ja, der wird unvergessen sein, ne? Weil wir uns gerettet haben und weil wir denen einen mitgeben, das ist ein Träumchen. Und wenn wir eine schöne Restsaison haben wollen, ja, dann sollten wir wirklich jede Chance nutzen und alles dafür tun, dass wir hier glücklich aus unserem eigenen Stadion rausgehen. Also Ragnar Ache wird uns ja leider nicht zum Sieg schießen können. Er fällt aus bis zum Saisonende. Aber wir haben genug andere Spieler, die in die Bresche springen können. Und ja, es ist eine Riesenchance und man sollte auch nicht sagen, komm, das ist ein Bonusspiel, wir warten jetzt auf Heidenheim und Union. Nee, versucht es doch bitte direkt im ersten Spiel gegen Leverkusen sofort klar zu machen. Und je früher wir den Abstieg dann auch wirklich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch vermieden haben, umso schöner wird der Rest der Saison. Ja, genau. Und damit meine ich nicht nur das Bayern-Spiel, sondern ich würde mir auch wünschen, dass wir hier am letzten Heimspiel gegen Heidenheim vielleicht dann auch schon zum Feiern hinkommen können. Und auch gewinnen. Wir haben da was gut zu machen. Ne? Das sowieso. Ich erinnere mich an eine Saison, die kein gutes Ende genommen hat, wo wir in Heidenheim waren und noch auf die Mütze bekommen. Also das war nun wirklich... Ja. Gehört nicht zu den Highlights in meinem FC-Dasein. Also das wollen wir so nicht wieder. Da gibt es was gut zu machen. Ja. Aber am liebsten sind wir dann schon durch. Ja. Na gut, okay. Ich habe eben gesagt, ich erzähle noch ein bisschen was von der St. Pauli-Tour. Also wirklich ein wunderbarer Ausflug auf die Reeperbahn. Es war insofern für mich ein bisschen stressig, als dass meine Rückfahrt morgens um 4:31 Uhr ging der Zug. Also ich habe dann durchgemacht nach dem Spiel. Funktioniert ganz gut, wenn das Spiel erst um 11 oder was zu Ende ist. Und man dann noch ein paar Stündchen und dann auch noch in so einer tollen Stadt wie Hamburg und dann auf der Reeperbahn. Also da werden die Äuglein nicht müde, sondern du möchtest eigentlich gar nicht aufhören durchzufeiern oder durchzumachen. Und ansonsten in der Pyjama-Bar, in der Rutsche, also in diesen ganzen wunderbaren Kneipen. Tolle Leute auch wieder getroffen auf St. Pauli und man hat eine richtig schöne Zeit. Ich muss schon sagen, ich habe an dich gedacht, als ich dann in die Haier gegangen bin, habe ich schon einen Moment lang gedacht, schon geil, dass ich mich jetzt hier hinlegen kann und das Plümo, ne? Und du wartest noch auf deinen Zug. Ja, auf der anderen Seite sind das Erlebnisse, die kannst du nicht kaufen, ne? Also man sollte jetzt nicht denken, dass sowas spare ich mir für immer, denn dann erlebst du auch nichts, ne? Also das sind tolle Sachen. Ja, tolle Sachen wollen wir auch am Samstag erleben, 15:30 Uhr im Müngersdorfer Stadion. Und ich glaube, wir haben alle zusammen eine gute Zukunft beim 1. FC Köln. So wird es sein. Ha, herrlich. Da geht mir das Herz auf. 2 Kölsch. Tschüss Leute, macht's gut, auf 3 Punkte gegen die Pillen. Ciao.